Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Jetzt ist schon ein Zeitchen her, wie ich aber schon angekündigt habe in anderen Videos, bin ich am Zügeln gewesen. Das sollte man jetzt auch im Hintergrund von mir sehen, wie man sieht, der Schrank, der ist ja vorher hinter mir gestanden. Ich habe jetzt einfach das komplette Zimmer normal eingerichtet, dass man da vielleicht mal ein bisschen Teddybären sieht und ein bisschen den Hintergrund oder was auch immer. Wenn man mal gerade nicht Lust hat, da meine Visagen anzuschauen oder am Spiel zuzuschauen, kann man ja mal schauen, was ich da so im Hintergrund versteckt habe. Ja, es ist lange her. Ich bin ziemlich unsicher, wo wir circa stehen geblieben sind. Ich glaube, wir sind jetzt seit 2 Wochen, haben wir das jetzt nicht mehr, habe ich jetzt gar nicht mehr gezockt. Also ich habe wirklich keinen PC gehabt, gar nichts, weil ich muss wirklich zügeln, alles einrichten, dann das Internet machen und so weiter. Aber ich labere wieder viel zu viel. Ich würde sagen, wir schauen doch direkt mal ins Spiel rein und machen weiter, wo wir aufgehört haben. Dass wir wirklich regelmäßig jetzt wieder jeden Tag unsere Videos aufladen können. Ich bin eben sogar noch überlegt, ob ich da noch 1, 2 andere Sachen soll anfangen soll. Ich bin momentan mega Lust auf Minecraft, aber ich muss mal schauen, ich muss mal schauen, wie das aussieht von der ganzen Zeit her, wenn ich da Zeit habe und Lust. So, wir sind stecken geblieben, und zwar die Ruinen der Rebellion. Benutzt einen Spiegel, um Sündensturz zu betreten. Jetzt zeigt es mir da an, dass die Pfeile gegen oben zeigt, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir irgendwie da oben müssten. Und so viel habe ich Spiele nicht allzu sehr verlernt. Und was ich muss daran gewöhnen ist, ich habe jetzt eine neue Cam, die steht jetzt aber da rein und ich spiele da. Aber ich habe gedacht, ich probiere es mal aus, es ist einfach immer ein bisschen schwierig, dann überall schauen und gleichzeitig spielen, aber ich denke nicht, wir bringen das schon mal an. Dann würde ich sagen, wir machen das auf dem Weg abwärts. Let's go! Ich freue mich schon richtig. Wir sind nämlich kurz vor Level 60, also wir haben eigentlich World of Warcraft schon fast abgeschlossen. Aber ich habe mir zum Ziel genommen, dass wir wirklich zuerst einmal alles komplett durchquesten und dann werden wir das Let's Play beenden. So, let's go. Einmal da durch. Okay, wow. Ja, moin. Guten Morgen. Wo muss ich jetzt da hin? Einfach alles abwärts? Wir gehen einfach mal alles abwärts, das kommt schon gut, das kommt schon gut. Gut, eigentlich könnten wir unsere Fähigkeiten versuchen einsetzen. Geht das bis da oben? Kein Pfad. Okay, geht nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich kann mich wenigstens irgendwie runter teleportieren, aber in dem Fall nicht. So, let's go. Was haben wir denn da jetzt am Start? Was bist du? Vorpalia. Sally? Ein schwebendes Schwert. Okay. Sally Vorpalia. Quest beenden! Sie hat schon etwas Neues für uns, und zwar betreten den Schlund, um Prinz Renenthal zu finden. Was? Wenn wir wieder zurück in den Schlund? Ja moin, okay. Behälter des dunklen Willen geöffnet. Wir müssen da die Behälter öffnen und dann müssen wir irgendwie in den Schlund zum Prinz Renenthal aus dem Schlund befreien. Okay, ja, let's go. Zum Schlund sage ich nie nein, da sehe ich nämlich immer wieder mal gern. Wenn wir mal schauen, was dort so los ist. Vielleicht treffen wir ja wieder mal den böse Kerkermeister. So, mal öffnen. Jetzt sind wir so schon beim 4. Dann machen wir doch da mal gerade auf und let's go. So, Entschuldigung, ich muss noch schnell irgendetwas anschauen. Ich habe schon gemeint, ich habe vergessen, auf nicht drücken, oh mein Gott. Das wäre ja übelst in die Hose gegangen. Jetzt muss ich da einmal springt in den Schlund. Also das ist jetzt auch ein Eingang zum Schlund, durch das, dass wir die aktiviert haben. Seht ihr das richtig? Also, let's go! Rein in die Meute! Schauen wir uns an, was uns da erwartet. Hallo? Der Schlund. Fluss der Seelen. Okay, da unten sind wir ja schon mal gewesen. Oder? Nein. Ja, wir sind da überall schon ein bisschen gewesen. Okay. Wir müssen zu Prinz Renenthal befreien. Das heisst, wir machen das jetzt einfach mal da. Ah, da, warte. Quest beenden. Finde Prinz Renenthal. Das hat es mir ja schon angezeigt, wo er ist. Da hinten. Hä? Sie ist doch nicht mehr da. Sie ist da oben. Okay, ja. In dem Fall. Oh. Oh. So. Dann machen wir das auf den Weg. Versuchen wir den Prinz Renenthal zu finden. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Kämpfen nicht verlernt habe. 14.000 Leben! Also komm, den räumen wir ganz kurz schnell aus dem Weg. Den räumen wir doch ganz kurz schnell aus dem Weg. Dass wir da ein schönes Brückchen überqueren. Vorpalia, also das fliegende Schwert, hilft uns sogar mit zu kämpfen, was natürlich ziemlich nice ist. So, hä? Was kann ich da? Aufgezähmter Schimmerhund? Schimmerhund stehlen? Ja, moin! Okay, gut. Also wir können selber gar kein Reittier benutzen, das weiss ich. Aber wie es aussieht, können wir da anfangen Reittier klauen von anderen. Das ist doch natürlich ziemlich nice. Bei dem versuche ich jetzt mal aus dem Weg zu gehen. Und dann versuchen wir doch da direkt mal mit unserem geklauten Schimmerhund den Renenthal zu finden. Okay. Es sieht danach aus, man... Geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Also, wir haben den Prinz gefunden. Ihr wurdet auch in den Schlund geworfen? Und wer ist? Wartet, ich kenne euch. Ihr
Ihr seid einer der Champions von Azeroth. Ja, mein Ruf, der geht schon weit über alle 7 Weltmeere. Dass du von mir gehört hast, das ist klar. Und ich würde jetzt mal sagen, du mit Quest beenden. Beschafft Rentals Käfigschlüssel. Also wir müssen einen Schlüssel besorgen. Das sollten wir ja eigentlich gut anbekommen. Ich gehe einfach mal direkt Richtung Fili. In der Hoffnung, dass wir da direkt mal auf den treffen. Aber wieso hat der gerade schon jemand anders abgemurkst? Oh, da rennt er weg, unser Hund. Ja, nein. Ich wollte noch weiterreiten. Okay, tschüss. Er will nicht so ganz. Vorpelia. Schwertli. Wo irgendwo da muss der sein. Wo ist denn der? Oh! Mein Gott. Lappi macht die Augen auf. Ich habe wieder nicht richtig geschaut, aber irgendwo da muss doch der sein. Wo ist denn der? So, können wir jetzt den Hund dann auch gerade wieder klauen? Das wäre natürlich ziemlich nice, wenn wir das irgendwie da bekommen. Hey, ich habe ein halbes Game verlernt. 2 Wochen lang nicht mehr gegamed und schon sehe ich meine Gegner nicht mehr richtig. Aber den können wir, wie es aussieht, nicht klauen. Dann müssen wir den Fall töten. He? Ah, doch, da. Der hat den Schlüssel. Rentals Käfigschlüssel. Ja, let's go. Dann unterstützen wir da den Paladin. Wir sind Vorhaben. Dann können wir nämlich auch gerade für uns den Schlüssel aneignen. Let's go. So. Rentals Käfigschlüssel. Nice. Haben wir ihn doch noch gut gefunden. Oh ja, ich kann da unten keine Reittiere brauchen. Ich vergesse das immer wieder. Und dann gehen wir mal zurück zu ihm. Dann können wir, wie es aussieht, direkt mal befreien. Und dann schauen wir dann, dass wir ihn da, wie es aussieht, aus dem Schlund rausholen können. Die armen Nudeln. Prinz Rental, von dem haben wir ja schon ein paar Sachen gehört. Der hat ja mit dem Aufstand, mit der Rebellion im Allgemeinen zu tun. Aber dass der in den Schlund verbannt worden ist, das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Ich habe gedacht, der ist irgendwo da oben gefangen. Und nicht im Schlund. Ich muss sagen, ich habe es gemerkt, ich schaue immer da rauf, weil vorher ist meine Cam da oben, jetzt ist sie da ähnlich. Ich muss mich wirklich richtig daran gewöhnen, mal bin ich da rüber zu schauen jetzt. Heiland, sag noch mal. Vielleicht muss ich sie auch noch mal umplatzieren. Aber eben, es ist mal einfach mal wieder mal anfangen, das Play. Ich kann ja mal schauen, sonst mal irgendwo anders tun. Aber ich denke, bis jetzt hat das so gut geklappt. So, weiter, Quiz beenden. Rettet den Rentals Verbündeten aus Torghast, Turm der Verdammten. Torghast, Turm der Verdammten. Okay, wie komme ich da? Ihr müsst hier weg. Schlundgänger, bringt uns hier raus. Okay, wir müssen... Nein, ich lasse meine Verbündeten nicht zurück. Sie sind meinetwegen hier. Wir schleichen uns in Torghast ein. Okay, also wir schleichen uns in Torghast ein. Wenn ich mir jetzt so täusche, sollte Torghast der unendliche Turm sein. Aber ich kann jetzt das ehrlich gesagt gar nicht ganz genau einschätzen. Aber ich schaue immer nach oben. Das ist schwer komisch. Das ist schwer komisch. Muss ich mich daran gewöhnen, rüber schauen. So, nein, das steht mir im Weg. Komm, dann räumen wir ihn halt schnell weg. Und dann haben wir da hinten den Eingang zum Torghast. Das sollte ein unendlicher Turm sein, soweit ich weiss. Dann können wir uns das gerade mal so anschauen, ob der überhaupt unendlich ist oder nicht. Das ist so der Schatzkammer, blöd gesagt, vom Kerkermeister. Das sind alle Verbrecher. Also, dort werden alle gequält gemacht und dort sollten sich ja auch unsere Verbündeten befinden. Soweit ich das weiss. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt rein. Ab nach Torghast. Was ist jetzt passiert? Ah. Annehmen. Okay. Speziell. Speziell. Schauen wir mal rein. Das Innere dieses Turms widerspricht jedweder Logik. Wir müssen einen Fluchtweg finden. Also ich muss einen Fluchtweg finden, nachdem ich jetzt da reingekommen bin. Okay, ich sehe nur da hinten etwas aufblinken. Kann ich da... Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich ein schwebendes Schwert bin. Nein, das sagst Ich komme mit Leichtigkeit durch das Gitter. Das ist gut zu wissen, also das heisst, wir benutzen dich zum Gitter bekommen. Animazelle. Erhöht damit eure Macht, Schlundgänger. Steigen wir auf. Okay, Animazelle. Okay, schauen wir mal nach. Wir haben hier Obleron Talisman oder Obleron Ausdauer. Also erhöht eure maximale Gesundheit um 45% oder erhöht die Meisterschaft um 9%. Die sind ja beide wirklich mega gut. Also mit der Meisterschaft würden wir ja den Schaden von unseren Begleitern, also von unserem Drachenfalk erhöhen und mit maximal kommt 45 Gesundheit mehr. 28'000! Ja moin! Finden wir in dem Fall noch mehr so Animazellen? Ich glaube, wir müssen da einfach mal... Ah, da geht es Stegen aufwärts. Also, wir sind richtig aufwärts. Wir sind richtig aufwärts. Das kommt gut, das kommt gut. Und da sehe ich, was für Animabons ich kann. Okay, Animabon 3. Und jetzt haben wir da Gegner, die wir aus dem Weg räumen müssen. Sehe ich das richtig? Und da geht es einfach geradeaus. Okay. Das heisst, wir räumen jetzt mal die aus dem Weg. Wahrscheinlich, also wir sind jetzt auf Ebene 1. Wieso müssen wir da uns auf ein paar Ebenen durchkämpfen? Dann haben wir direkt wieder eine Animazelle. Verringert die Abblickzeit von Freudentimer um 30 Sekunden. Das wäre diese hier. Also das heisst, wir haben nachher nur noch 1,5 Minuten, wo wir warten und nicht mehr 2. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Die Animazellen sind aber noch ziemlich stark, muss ich sagen. Die sind aber wirklich noch ziemlich stark. Okay, annehmen. Also da aufnehmen. So.
Auch das damit zu tun, dass wir uns jetzt wirklich einfach im Großen und Ganzen einfach den Weg mit... Schon wieder eine Animozelle, das geht ja hure flott. Das geht ja hure flott. Und töten wir doch die jetzt erstmal ganz kurz. Mit der fleissigen Unterstützung vom Prinz Rental. Und dann müssen wir noch schauen, dass wir seinen Verbündeten finden. Dann nehmen wir auch immer so Phantasma auf. Das ist das da, Phantasma. Dieser erloschene Animalstrang kann verwendet werden, um Macht innerhalb von Torghast zu erlangen. Beim Verlassen von Torghast wird jegliches Phantasma vernichtet. Okay, das heisst, alles, was wir da innen aufnehmen, bleibt da innen. Erhöht die Meisterschaft um 3%, nehmen wir doch gerne an. Dann haben wir jetzt schon mal 3% mehr Meisterschaft. Das heisst, unsere Drachenfalken machen da einiges mehr Schaden. Da kann man die dann noch kaputt machen. Bringt das überhaupt etwas? Bringt das überhaupt etwas, wenn ich die kaputt mache? Ja, ich glaube, ich komme Phantasma über. Phantasma. Phantasma, da hinten hat es nichts, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir da direkt mal weiter. Da hat schon wieder so eine Animozelle. Also denen fehlt es ja wirklich gar nicht, muss ich sagen. So. Dann räumen wir noch den ganz kurz aus dem Weg. So. Und was ich schon die ganze Zeit gesehen habe, und auf das freue ich mich jetzt gerade, ist zwar, wir haben fast unser Level 60 erreicht, dass wir hier innen noch gut XP farmen. Es wird immer knapper. Wir sind fast Level 60. Schauen wir, was uns erwartet. Ja, let's go. Aber zuerst nehmen wir da mal die Animozellen. Hat es denn da noch irgendwie... Da hat es noch von diesen Dingen da zum kaputt machen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich etwas bringt, aber ich mache es jetzt einfach einmal. Nehmen wir mal die Animozellen zu uns. Was haben wir da? Erhöhte maximale Gesundheit schon wieder um 45%. Ui, lecko mio. Erhöhte kritische Trefferchance um 9. Also entweder tun wir jetzt unsere kritische erhöhen oder wir nochmals 45 nehmen, weil dann haben wir 90% mehr Gesundheit als vorher. Das ist aber eine gute Frage. Hey, was nehmen wir? Wenn wir mehr kritisch haben, dass wir mehr Schaden machen, weil ich meine, Leben haben wir eigentlich so weit genug. Komm, nehmen wir ein bisschen kritisch und dann gehen wir mal in den nächsten Stock schauen. Wir sind jetzt, gehen so Ebene 2 und ich erwarte eigentlich, dass wir jetzt dann gerade Level 60 erreichen. Schauen wir uns das Grosse und ganz mal an. Was sind das? Schlundratten. Sally, meine lieben Schlundratten. Da greifen sie uns schon an. Das Schwert ist da voll im Einsatz schon. Level 60! Yippie-yay, Schweinebacke! Yippie-yay, Schweinebacke! Wir sind Level 60! Wir haben es geschafft! Wir haben das maximal Level erreicht. Ach du Heilige! Heisst das jetzt aber auch, ich kann da nochmal eine Spezialisierung rein tun oder nicht? Talent? Nein, die haben wir komplett voll, also wirklich viel mehr gebracht, als dass wir Level 60 geworden sind, hat es nicht. Das heisst, wir können jetzt nicht mehr leveln. Aber ich persönlich hätte eben gesagt, wir das Let's Play fortführen, bis wir einfach die komplette Quest-Reihe durch haben. Dass wir einfach komplett alle Quests in Schattenlande gesehen haben, wie das Ganze aufgebaut wird. Und wie die ganze Geschichte noch vorwärts geht. Weil mich wundert jetzt, was da passieren wird mit dem Prinz Rental. Weil jetzt tun wir den ja eigentlich auf dem Schlumpen freien und nachher wundert es mich dann, wie das weitergeht mit dem Denaterius, wenn ich mich nicht täusche, hätte geheißen. Jetzt ist es wirklich 2 Wochen her, glaube ich, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und dass wir schauen, wie das weitergeht. Weil mich nimmt es Wunder, was passiert. Und ich habe gedacht, ja, wenn teile ich doch das gerade mit euch zusammen. Diese Gänge sind voll von tödlichen Fallen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ui. Wir müssen aufpassen. Was ist das gewesen? Ui. Okay. Okay, ja, wir müssen wirklich aufpassen, hä? Ui. Was ist das gewesen? Was ist jetzt das gewesen? Da... Das Teil schießt so Zeug raus. Wie es aussieht, wenn wir da ein bisschen mehr aufpassen, dass wir nicht da genau reinstehen. Zählt das in dem Fall auch als Fallen? Oder wie muss ich das sehen? Okay, wir nehmen da jetzt mal auf. Wenn hört das irgendwann aufschiessen. Verlinkt aber jetzt beim Freund Town. Jetzt braucht es nur noch 1 Minute. Das ist ziemlich nice. Also wir haben jetzt über eine Minute, die wir sparen. Also normalerweise würden wir 2 Minuten brauchen. Jetzt haben wir nur noch 1 Minute. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen da jetzt einfach mal weiter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht reinstehe. Soweit ich es vorher mitbekomme, betäubt uns das auch ein bisschen. So, nochmal eine. Das Ziel eurer Fähigkeiten, Irreführung, verursacht 50% mehr Schaden, solange der Effekt aktiv ist. Was ist denn Irreführung? Ist das da? Irreführung. Ist das... Nein, Irreführung. Ich muss jetzt gerade ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, was Irreführung ist für eine Attacke. Wir nehmen es einfach mal an. Ich habe gerade keine Ahnung, was Irreführung ist. Aber ich würde sagen, wir nehmen es jetzt einfach mal an. So, dann räumen wir mal die aus dem Weg. Also wir sind in der ersten, zweiten Ebene. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ebenen wir da beschreiten müssen, dass wir dann wirklich an die oberste Ebene ankommen, wo sich
seinen Kollegen versteckt. Das habe ich mir fast versprochen. Ich habe es irgendwie gerade noch knapp Kurve bekommen. Irgendwie habe ich gerade noch knapp Kurve bekommen. Das Einzige, was ich noch in der Aufnahme gemerkt habe, also ich habe natürlich 1-2 Probenaufnahmen gemacht mit dem Audio und so, es hallt ein bisschen da hinten. Ich muss noch schauen, dass ich da irgendwie das Hallen wegbekomme. Ich muss jetzt schauen, ob ich so Teiler hole, die ich da aufhängen kann, um den Schall ein bisschen zu dämmen, weil irgendwie der Raum ist recht hoch und allgemein vorher habe ich die Decken an die Wand genagelt und das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte das irgendwie ein bisschen schön machen, aber ich habe mir gedacht, hey, ich wollte jetzt nicht noch länger warten mit Let's Plays machen, weil eben, es macht mir so Freude. Also es macht mir wirklich so Spaß. Jetzt haben wir da aber zwei Wege, einmal dafür und einmal da. Hey, das ist ein silberner Gegner, silberepischer Gegner. Diener des Kerkermeisters. Er bewacht sicher etwas Wertvolles. Okay, dann schauen wir gerade mal nach, ob wir da ihm das abnehmen können, das Wertvolle. Wahrscheinlich nochmal so eine Anima-Zelle, also hoffe ich jetzt mal. Und vorher habe ich so die Decke an die Wand genagelt, damit es den Schall ein bisschen zusammennimmt. Und der Schrank, der jetzt hier hinten steht, der ist auch hinter mir gestanden, im anderen daheim. Und das hat halt den Schall auch noch ein bisschen gedämpft. Aber jetzt wollte ich mal schauen, dass ich da alles schön ausstatten kann. Aber ich kann einfach nicht länger warten mit Aufnehmen, weil es hat mir irgendwie schon gefehlt. Ganz ehrlich, so 2 Wochen lang da nichts mehr aufnehmen und ja, es hat mir gefehlt, Das Einzige, was ich noch irgendwie bekomme, ist eben streamen. Also dass ich anfange ein bisschen zu streamen, dass wir ein bisschen zusammen League of Legends zocken können. Sobald wir mit dem WoW Let's Play durch sind, dass wir dann da mit dem Jäger zusammen irgendwo ausrüsten. Jetzt muss ich einfach mal schauen, weil das Problem mit der ganzen Sache ist, meine finanziellen Mittel sind nicht so hoch, dass ich mir ein sehr gutes Internet leisten kann, aber ich muss jetzt mal ausprobieren, ob ich mit dem Internet, das ich gerade momentan habe, das zustande bekomme, dass wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise Let's Playen. Aber das finden wir dann raus, also streamen, nicht Let's Playen. Aber das finden wir raus, indem ich dann das mal probiere. Wir haben da wieder eine Anima-Zelle. Wie wir da oben sehen, wird man da auch angezeigt, das ist mehr für Leben, das ist mehr für Angriffe. Erhöht Meisterschaft um 9%, wenn eure Gesundheit unter 15% fällt, werden 60% eures erlittenen Schadens absorbiert, was natürlich ziemlich nice ist. Wenn ein Gegner getroffen wird, leidet er zusätzlich eine Erfrierung, die ihm Schaden in Höhe von 50% seiner aktuellen Gesundheit zufügt. Nach 4 Sekunden erhält der Gegner, jetzt muss ich da oben weiterlesen, Verlauf von 10 Sekunden die verlorene Gesundheit zurück. Er hat wieder halt Gesundheit wieder zurückbekommen. Komm mit nicht um mehr Meisterschaft. Wir machen da nicht lange Wahl. Hat es noch irgendetwas? Noch einen Hebel zum Umlegen. Okay. Stehst du mir im Weg, Prinz? Mein lieber Prinz, da tun wir aber das Zeug gerade nochmal schnell kaputt machen da. Ungewöhnlich. Der Radius vom Teerfall wird um 100% erhöht. Von euren Fallen betroffenen Gegnern verursacht 10 Sekunden lang 25% weniger Schaden. Dass sie machen weniger Schaden, wenn sie mit einer Falle drin sind. Was natürlich ziemlich cool ist, wenn wir jetzt beides hätten mit der Teerfalle, weil wenn wir ihn ja eingeführt, dürfen wir ihn nicht angreifen, weil sonst ja. Also ich würde sagen, komm, wir nehmen trotzdem das. Dann schaue ich, dass ich den Teerfalle oder auch unseren Ballenschuss da, der unten, bindender Schuss, mehr kann einsetzen kann. Ich wollte den noch aufnehmen. So, dann gehen wir in dem Fall einen anderen Weg entlang. Schauen wir, dass wir da irgendwie aus dem Torgast rauskommen. Da schießt das Teil wieder auf uns. Warten wir mal ganz kurz, bevor wir da reingehen. Da haben wir wieder 2 Gegner, aber die sind gerade ein bisschen blöd stationiert. Holen. So, Schlundrater dort hinten noch. Dann haben wir alles aufgenommen. Dann haben wir schon wieder eine Anima-Zelle. Also es regnet ja an Anima-Zellen da. Erhöht das Tempo um 9% oder erhöht eure maximale Gesundheit. Also gesundheitlich haben wir jetzt wirklich nie ein Problem gehabt. Ich würde sagen, wir gehen hier wieder auf Tempo, dann haben wir auch allgemein mehr Schaden, den wir auswirken können. Bevor wir da irgendetwas anderes machen. So, wo sind die nächsten Lölis, wo wir eins auf den Zipfel hauen? Und einfach im Großen und Ganzen hoffe ich, dass die Kameraqualität jetzt besser ist. Ich habe da etwas anderes jetzt gemacht, also da nicht mehr mit der Webcam, sondern ich nehme da mit meinem Handy auf, mit dem Elgato-App und ich finde das ziemlich nice. Also von der Qualität her hoffe ich, dass das gut kommt. Und ja, hoffe, dass man das auch keine Schwierigkeiten macht. Was ist das? Hallo? Das muss der Wächter dieser Gänge sein. Wir sollten ihn beseitigen. Okay, Wächter Seelen getötet. Also den müssen wir töten. Und da hinten ist uns sein Kollege. Aber was ist das da? Da können wir sicher uns mal reparieren. Okay, können wir da mit dem Phantasma, das wir eingesammelt haben, ein paar Sachen einkaufen? Ja, nice. Erhöht die maximale Gesundheit um 15%. Das ist einfach ein Trank. Das Ziel oder Fähigkeit Irreführung verursacht 500 mehr Schaden. Erhöht den Schaden vom tödlichen Schuss um 100%. Terra-Falle verlangsamt das Ziel zusätzlich um 15% und erhöht die Meisterschaft um 3%. Und da erhöht euren sämtlichen verursachten Schaden um 30% dann, solange er im Kampf bleibt. 5 Minuten. Ich würde sagen, das klingt am besten bis jetzt. Deckt eine geplünderte Animazelle auf, sodass ihr eure Verbündeten einen zusätzlichen Bonus auffällt. Also mit dem könnten wir nochmal eine Animazelle holen. Aber wir haben jetzt 192 von den Phantasmen.
Ich würde sagen, wir kaufen uns mal den hier. Der sieht noch irgendwie lohnenswert aus. Jetzt muss ich den aktivieren und solange wir im Kampf sind, machen wir durchgehend mehr Schaden. Und da 94'000 ist halt schon recht happig, aber ich würde sagen, rein in die Meute. Probieren wir es mal. Dann aktiviere ich das hier. Dann sollten wir nämlich 30% mehr Schaden machen. Was natürlich ziemlich nice ist, besonders... Ja, wir machen einiges mehr Schaden. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir durchgehend noch Schaden dranbleiben. Und dann sollten wir das eigentlich gut anbekommen. Gut, der Wächter bis jetzt macht er nicht allgemein zu viel Problem. Außer die kleinen Teile hier hinten, weil die greifen mich an und nicht meine Drachenfalken. Ich muss schauen, dass ich... jetzt... Lange, dass es der Trank noch aktuell bleibt. Gut, ich bin ja eigentlich immer noch im Kampf drinnen. Jetzt muss ich aber zuerst die Kleinen hier wegräumen. Aber wir könnten ja unser Freudenthema mal einsetzen. Jetzt hat er schon wieder ein paar beschworen von denen. Mühsam! Dann schauen wir, dass wir zuerst die Kleinen hier wegbekommen. Weil sonst machen die mir allgemein zu viel Schaden. So, bis jetzt sieht es gut aus. Wir haben noch 50'000 Leben und down. Nice! Ihr seid zurück. Wie lange sind wir schon hier? Dieser Ort raubt mir den Verstand. Ein Ziel. Kuratorin, gut, dass ihr durchgehalten habt. Wir brauchen ein Ausgangsportal. Niemand entkommt aus dem Schlund. Wir bräuchten einen... Schlundgänger. Das ist die Kuratorin. Eine der größten existierenden Archivarinnen. Ein Schlundgänger? Das sollte gehen. Wir können den Weg benutzen, auf dem sie hergekommen sind. Aber das funktioniert nur einmal. Das wird wehtun. Versucht, nicht zu sterben. Okay, also wir benutzen den Weg von einem Portal von ihnen. Wir haben jetzt da, wie es aussieht, gerade jemand Gutes befreit. Und er würde ziemlich wehtun. Ich glaube, für das müssten wir jetzt einfach da mit reinstehen. Sehe ich das richtig? Okay, let's go. Probieren wir es aus. Vielleicht funktioniert es, vielleicht sterben wir. Schauen wir mal. Aber bis jetzt sieht das alles schon ziemlich vielversprechend aus. Bis jetzt sieht das alles schon vielversprechend aus. Also kommen wir da zurück, wo wir vorher reingegangen sind. Ja, nice. Ja, nice. Oh, das hat geklappt. Und der Schlundgänger lebt. Fantastisch. Wir leben noch, wir leben noch. Aber lieber den Schlund nicht nochmal so verlassen. Es könnte euer Ende sein. Alles klar. Aber ich persönlich würde sagen, wir haben uns das Beste gegeben. Wir haben Torghast, wir haben Prinz Renenthal plus seine 3 Anhänger, die er unbedingt retten aus Torghast befreit. Also im Großen und Ganzen haben wir eigentlich wirklich Grosses vollbracht. Weil ich persönlich würde sagen, wir haben so gut, wie wir das gemacht haben, können wir doch jetzt hier einen Cut machen, würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft in der Schweiz. Und dann schauen wir, wie es weitergeht hier in dieser Geschichte. Und wie lange die ganze Geschichte noch geht. Level 60 haben wir sicher schon mal erreicht. Also ein grosses Ziel von uns haben wir schon mal. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, tut mir nicht vergessen, einen Kommentar, wenn euch langweilig ist. Sonst noch irgendwie... was habe ich vergessen? Ah ja, genau, abonnieren. Aber nur, wenn ihr Lust habt. Danke vielmals fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge und wow! Ciao!